Hallo und herzlich willkommen am ersten Adventswochenende. Die Adventszeit ist da und die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Freuen Sie sich auch auf eine besondere Sendung jedes Wochenende bei Martin Reiter im Stoffelhäusl. Viel Spaß! Die Unterindaler Weihnachtsbläser haben uns mit einem Stückes Gleckerleit einer begleitet in die warme Stoffelhäuselstube. Über 500 Jahre gibt es die schon und man kann sich denken, was sich da schon alles zugetragen hat. Jetzt sind wir da und feiern gemeinsam den ersten Advent und da natürlich heißt es, die erste Kerze brennt und so werden wir auch gleich die erste Kerze anzünden. Ja. Und nimmer weit ist, sondern ist schon Nikolaus und Krampus. Und deswegen habe ich mir eine Geschichte ausgesucht. Und zwar von Hansl Aussalatscheid, der ist zwar schon lange gestorben, aber heuer war er genau 100 Jahre alt geworden. Ein einfacher Bauer aus Buch in Tirol. Und der hat über die Äpfel von Heiligen Nikolaus geschrieben. Es war in jener Zeit, als die Zeit noch keine Rolle spielte, da stand in unserem Obstgarten ein uralter, knorriger, halbwilder Süßapfelbaum. Er, der scheinbar nutzlose Geduldete, blühte jedes Jahr in verschwenderischer Fülle und hing voller Früchte, wenn andere edle Sorten durch Spätfrüste versagten. Weil seine Äste in Bodennähe begannen, konnte ich mühelos den Wipfel ersteigen und den großen Wolkenschiffen nachschauen, die über mir hinwegzogen. Wenn der Nikolausabend nahte, stellte ich mir den Heiligen vor, wie er im goldenen Ornat von Engeln begleitet auf die Erde herabsteigt und durch den Wald in unser Haus kommt, um seine Gaben zu bringen. Es waren jedes Jahr dieselben Geschenke, ein paar Lebkuchen, Nüsse und eine Schüssel voll schöner Äpfel. Und immer fragte ich die Mutter, ob es im Himmel auch einen Süßapfelbaum gibt, weil sie den unseren so ähnlich sind. Ich reihte sie im Herrgottswinkel auf, und wenn das Kerzenlicht darüber huschte, glühten sie geheimnisvoll wie dunkelrote Rosen. Oft hielten sie bis in den frühen April hinein. Dann erst aß ich sie mit Andacht und Ehrfurcht, denn es waren ja die Äpfel vom heiligen Nikolaus. Ja, und die Unterindaler Weihnachtsbläser, die spielen jetzt das Kerzel brennt, so wie bei uns auf dem Adventkranz. Jetzt wechseln wir gleich schon von der Stube
in die Backstube oder besser gesagt in die Küche zu meiner Frau, der Martina. Und der werden wir gleich schauen, was sie uns diesmal für Keksel macht. Grüß dich, wir machen heute die Wespennester. Dazu brauchen wir einen Zucker, einen Kristallzucker und einen Staubzucker, dann Haselnüsse, geriebene, Vanillezucker, Zimt und Zitrone als Aroma, dann eine Schokolade und ein Eiweiß. Also wir fangen einmal an mit dem Eiweiß. Das wird mit dem Staubzucker steif geschlagen. Wir tun jetzt einmal die Hälfte vom Staubzucker hinein. So, während das Eiweiß da steif geschlagen wird, tun wir die Haselnüsse auf ein Blech und den Zucker dazu. Das schieben wir jetzt in den heißen Ofen, damit das ein bisschen geröstet wird. So, das Eiweiß ist jetzt schon ein bisschen steif. Jetzt tun wir den restlichen Staubzucker noch dazu und den Vanillezucker. Das wird jetzt noch zu einem festen Schnee weitergeschlagen. Jetzt schneiden wir nur die Schokolade fein auf. In den steifen Schnee tun wir jetzt die heißen Nüsse mit der Schokolade, mit Zitrone und Zimt unterheben. Durch die heißen Nüsse wird die Schokolade auch ein bisschen geschmolzen. Dann reiben wir noch ein bisschen Zitrone hinein, noch ein bisschen Zimt. Und dann wird das schön untergehoben. So, die Masse wird jetzt mit dem Spritzsack aufs Blech dressiert. So, die backen wir jetzt bei 160 Grad, ca. 15 Minuten. So, jetzt werden wir schauen, ob die Wespennester schon fertig gebacken sind. Ja. So. Die lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann können wir sie noch mit der Schokolade dunkeln. Jetzt sind die Wespennester zum Verkosten bereit für den Martin. Ja, und da sind sie schon, die Wespennester von meiner Frau, der Martina. Wepsen mag ich nicht, aber die Nester, und die sollen ja ganz gut sein. Mal gleich probieren. Herrlich. Süß wie meine Frau.
Inzwischen hat der Peter Obrist für die Unterinntaler Weihnachtsbläser bei mir Platz genommen. Sie sind ja schon immer Gast bei uns dort bei den Adventssendungen und ich habe es auch heuer wieder im Benefizprojekt. Ihr macht ja schon lange Benefiz-CDs. Seit wann macht ihr denn das schon? Wir machen jetzt Benefiz-CDs eigentlich seit 14 Jahren schon und seit 2019 ist es eigentlich so richtig umgegangen. Was habt ihr jetzt so lukriert in den letzten Jahren? Lukriert haben wir in den letzten 4 Jahren über 150.000 Euro. Und das ist immer für einen guten Zweck. Für welchen Zweck wird es heuer hergenommen? Heuer ist für die Mara aus Schwarz und die Mara, die leidet an einem seltenen Gendefekt am 9. Chromosom. Sie ist 5 Jahre alt, kann weder gern noch sprechen. Sie liegt eigentlich allein im Stuhl drin und sie hat in den besten Tagen über 100 epileptische Anfälle gehabt. Und das Geld braucht es für Therapien? Oder für Therapien und die Eltern möchten gerne einen Bus kaufen und sie müssen das alles behindertengerecht ausbauen, auch die Sitze und ja. Und damit kann man helfen. Jetzt würde mich natürlich wundern, wie schaut sie denn aus, die CD? Die CD, also die CD ist heuer, ist Glöckleid und es gibt auch zur CD dazu, also falls einer keinen CD-Player mehr hat, gibt es eigentlich einen Download-Gutschein und man kann es auch auf der Homepage downloaden. Also ihr seid ganz modern auch schon bei der Benefizaktion und nachher gibt es ja auch noch was, wenn man selber spielen will, oder? Ja, wenn wir selber spielen will, haben wir noch die Noten rausgebracht. Das sind die Noten immer zur jeweiligen CD. Es gibt zu allen CDs, was wir bis jetzt produziert haben, gibt es die Notenhefte zu tun und die kann man bestellen beim Edition Rinner Musikverlag oder auch auf unserer Homepage. Und natürlich auch für einen guten Zweck. Und was bärig ist, die meisten Gruppen, die sind ja bei uns auch in die Sendungen. Das ist natürlich auch ganz toll, aber ich habe ja nur ein paar Sachen heuer rausgebracht, gleich 3 oder 2 noch, glaube ich. Ja, eigentlich 3. Eine haben wir für euch rausgebracht und 2 gleich als wie der Ofen da, vom Stoffelhäusl, der Ofen. Und das ist eine reine Volksmusik-CD, auch für unter Jahr, dass nicht immer nur Weihnachts-CDs sind. Und auch für einen guten Zweck verkauft. Das wird alles für einen guten Zweck verkauft, ja. Und ich habe heuer eine Überraschung für dich. Was? Und Weihnachten am 1. Advent? Ja, ich habe bei dir das Bild gefladert von außen vom Hausgang. Und das ist ja vom Margreiter Hannes. Ja, der, was aber einen Malkurs macht da. Ja, genau. Und nächstes Jahr, letztmalig im Juli. Ja, okay, ja. Und da haben wir ein Dankeschön für dich gemacht, Martin, für das, dass du uns immer zur Sendung einladest. Haben wir dazu eine CD und so Advent im Stoffelhäusl gemacht. Ja, das freut mich aber. Und die werden wir natürlich auch spenden. Und ja. Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich ganz besonders. Vielen Dank. Ja, Peter, und wie geht es jetzt weiter mit den Unterinntaler Weihnachtsbläser und mit dir? Gibt es nächstes Jahr auch wieder was?
Ja, natürlich. Wenn das angeschlossen ist, fangen wir im Jänner gleich wieder an mit den Aufnahmen. Ja, Peter, herzlichen Dank fürs Kommen wieder. Viel Erfolg natürlich auch gehabt mit der Benefizaktion und danke auch, dass ihr dabei seid musikalisch. Und da hinten, da hocken sie schon, deine Kompagnons von Chor Bur und die werden uns jetzt ein Netzlied singen. Im Vorfeld habe ich mich schon nach Kitzbühel begeben und das Krampusmuseum besucht. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Heute sind wir zu Besuch an einem sehr mysteriös, kann man nicht sagen, aber mystischen Ort, und zwar im Krampusmuseum Rothenbass in Kitzbühel. Und der Christoph wird mir ein bisschen was erzählen. Christoph, seit wann gibt es denn das Museum schon? Ja, das Museum gibt es jetzt seit 16 Jahren. Aufgebaut haben wir das, oder die Idee ist daher gekommen, weil ein Krampusmuseum sieht man nicht alle Tage. Und dann haben wir uns gedacht, probieren wir mal sowas aufzubauen. Mittlerweile, wir haben über 1178 Masken zusammengesammelt bis zum heutigen Tag. Es sind im Museum über 1000 Quadratmeter, wo man verschiedenste Szenerien von Krampusse anschauen kann. Jetzt natürlich, da sieht man diese über 1000 Masken. Aus welchen Landesteilen oder Ländern stammen denn die? Hauptsächlich natürlich von Österreich. Es gibt auch ungarische Masken. Von Mexiko haben wir sogar eine. Krampus, das ist fast schon weltweit. Ich habe auch eine der ältesten in der Vitrine habe ich gesehen. Was ist das für eine? Genau, das ist eine Salzburger Maske von 1903. Die ist auch noch naturbelassen, also die hat keine Händel mehr um. Das wird irgendwann über die Jahre verloren gegangen sein und die möchte man auch so lassen, wie es ist. Jetzt sind natürlich verschiedenste Masken, man sieht so ein bisschen Entwicklung auch. Wie hat sich denn das entwickelt? Was waren so am Anfang eher einfache Sachen? Welche Materialien sind verwendet wurden und wo geht das eigentlich jetzt hin? Ja, früher haben die Schnitzer zum Beispiel nicht so ein feines Werkzeug gehabt wie heutzutage. Dadurch sieht man auch noch, dass die Masken relativ grob geschnitzt worden sind. Heutzutage gibt es richtig gute Werkzeuge. Sie gehen schon mehr auf die Science-Fiction-Figuren hin, aber der Trend, man muss einfach mit dem Trend mitgehen, sage ich. Was sind jetzt die Händeln, die verschiedensten, sieht man da, was wird da verwendet? Hauptsächlich tragt der Krampus eigentlich nur ein nicht jagdbares Tier, aber es wird montiert von afrikanischen Händel, einheimische Händel, alles was rund um den Globus so gibt. Wenn man jetzt da durch die Räume geht, auf die Schnelle, was sieht man da drinnen? Also am Eingang oben sieht man zuerst einmal den ersten Raum, wo ein Krampusfilm läuft und auch ein paar Präparate von Tieren sind, damit man sich schon mal auskennt, was der Besucher so sieht im Krampusmuseum. Und dann geht man in den ersten Raum rein, da haben wir ein Schloss gebaut, dann gehst du weiter durch
durch den Stollen bis zur Almhütten. Das hat alles einen Grund. Wir haben das alles ein bisschen auf Kitzbühel aufgebaut. Kitzbühel war das Bergbaugebiet von Tirol eigentlich relativ bekannt. Heutzutage wissen das nicht mehr viele Leute. Dadurch haben wir den Stollen eingebaut, der Almhütten gehört genauso zum Tiroler Land dazu. Und ja, dann geht man weiter und man kommt bei einer schönen Maskenwand vorbei und geht ein bisschen durch den Wald. Wann ist das Museum geöffnet? Öffnungszeiten sind immer von Juli bis Dezember, Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Natürlich auch außertürliche Öffnungszeiten für Gruppen oder Einzelbesucher ist kein Problem, alles auf unserer Webseite zu sehen. Ich bedanke mich für den Eindruck. In dieser Zeit natürlich besonders toll, so ein Krampusmuseum. Jetzt ist ja euer Hauptsaison, kann man sagen. Und damit gehen wir wieder zurück rein in die gemütliche Stoffelhäuselstube. Ja, so schnell vergeht die Zeit. In der Adventssendung, die erste ist schon fast wieder vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche hoffe ich, dass der Nikolaus kommt und nicht der Krampus und dass er auch ein bisschen was bringt. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder am Wochenende bei der zweiten Adventssendung am zweiten Advent. Und jetzt begleiten uns die Unterindaler Weihnachtsbläser von Stoffelhäusl eine in die Nacht. Erleben Sie André Rieu's neues Weihnachtskonzert Gold & Silver am 7. und 8. Dezember, jeweils um 17 Uhr im Metropolkino Innsbruck. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Vorstellung am 7. Dezember um 17 Uhr im Metropolkino Innsbruck. Schreiben Sie uns dafür eine E-Mail an gewinnspiel@tiroltv.at. Vielen Dank, dass Sie wieder bei Tirol Today dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine gemütliche und besinnliche Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.